Ich weiss, wir sind nicht gerade eine Nation, die so gewöhnt ist mit Schifffahren. Ist jemand von euch schon mal wirklich mit dem Schiff in einem richtigen Sturm gewesen? Gibt es da Leute unter uns? Niemand? Ja, mal. Und wie fühlt man sich dann so? Also schrecklich, he? Es ist zum Sterben, weil spätestens dann werden wir Landratten seekrank. Also das geht gar nicht. Und ich stelle mir vor, dass das ein wahnsinnig gewaltiger Sturm hat müssen sein. Und bei allem sollte man ja immer Originalton lesen. Und das will ich euch jetzt machen. Der Evangelist der Markus hat das so uns überliefert. An denselben Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war: Lasst uns ans andere Ufer hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn im Boot mit, wie er war. Und es waren noch andere kleine Boote bei ihnen. Da erhob sich ein großer Sturmwind und die Wellen schlugen ins Boot, so dass es sich schon füllte. Jetzt stellt euch mal vor, wie sich das anfühlt. So eine kleine Nussschale, das ist ein Originalboot, das ihr auf dem Foto gesehen habt. Hin und her, auf und ab, gefüllt mit Wasser. Es brauset, es tobt. Man hat das Gefühl, jetzt sagt man doch Matthäi am letzten. Und dann kommt der Kontrast in dieser Geschichte. Er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sagten zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und schalt den Wind und sagte zum See: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Dann sagte er zu ihnen: Warum seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sagten zueinander: Wer ist dieser, dass ihm auch Wind und See gehorsam sind? Ein paar wenig Vers, wo aber ganz sicher alle von euch eben gut kennen, aus der Kinderstunde, Kindergottesdienst oder auch sonst vielleicht auch von eurer täglichen Andacht. Eine berühmte, bekannte Geschichte. Und ihr fragt euch vielleicht, was um alles in der Welt soll so eine Seefahrergeschichte mit einem Erntedank in den Bergen zu tun haben? Aber die Geschichte, die ist uns aufs Herz gekommen, wo wir den Erntedank-Gottesdienst vorbereitet haben. Einfach so mit dem Gewissheit und dem Wissen, auch wenn wir keine Seefahrernation sind. Aber wem ist es in den vergangenen Wochen und Monaten nicht manchmal furchtbar Sturm und übel gewesen? Also ich muss euch gestehen, mir ist es manchmal richtig übel gewesen. Also ein Druck im Bauch, im Herz, im Kopf, vom Nicht-Wissen. Wie geht es weiter? Was ist richtig? Was ist falsch? Wenn man so in die Welt rausschaut. Oder auch den Druck zu spüren, Anfang Sommer. Es regnet und regnet und regnet und regnet und will nicht aufhören zu regnen. Und man weiss, also irgendwann, also im Dezember, kann man ja dann nicht mehr heuen. Dann ist es vorbei. Also irgendwann her sollte es doch wieder mal aufhören regnen. Sonst kann man nicht heuen. Und ihr wisst besser wie ich, wenn man kein Heu hat, was haben wir dann für einen Winter vor uns? Was essen wir dann, wenn wir unseren Salat, ja, wenn er dann irgendwann wieder gekommen ist, wenn dann der auch vorbei ist? Wie ist denn das?
Wir sind im Seeland unterwegs mit dem Velo. Vorbei an Seen. Nicht an den grossen, sondern die auf dem Feld waren. Vielleicht ist es euch auch so gegangen. Ich muss gestehen, ich habe noch nie in meinem Leben zu wenig gehabt. Auch dieses Jahr nicht. Aber ich bin schon im Laden gestanden und weil alle Salate die Schnecken gefressen haben bei uns im Garten, habe ich gedacht, ja gut, dann gehen wir halt einen posten. Es hatte keinen gehabt. Gurken hat es noch gehabt. Ein paar Peperoni aus Spanien, aber kein Salat. Man hat gemerkt, man kann nicht alles. Und so schnell, wie man hätte hinten reinkommen, hat es nicht funktioniert. Aber diese Geschichte, die soll uns daran erinnern. Jesus ist mit uns. Jesus war in diesem Boot hinein. Und wenn wir Jesus einladen in unser Leben, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, wir können gehen, aber er geht nicht. Er bleibt bei uns. Auch wenn wir manchmal nicht bei uns daheim sind, weil wir irgendwie so viel Sorgen und Nöte und Gedanken haben. Jesus hat gesagt, wir dürfen den Tempel vom Heiligen Geist sein. Er ist da. Jesus ist da. Und das wollen wir heute mit dieser Geschichte einfach hochhalten. Und etwas, was mich auch so tröstet hat an dieser Sturmgeschichte. Stürme gehören zu unserem irdischen Leben dazu. Gott hat uns kein Leben verheißen ohne Stürme, ohne Herausforderungen, ohne Anfechtungen und ohne Schwierigkeiten. Nein, Gott hat aber gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber sind getrost, ich habe sie überwunden. Stürme gehören dazu. Und wenn man mit dem Schiff unterwegs ist im Sturm, was sollte man dann machen? Also bei den Surfern sieht man es noch besser als bei den Schifferbooten. Ein guter Surfer kämpft er gegen die Wellen. Was macht er? Ja, manchmal sieht es aus, wie wenn er unter der Welle wäre, aber er fährt auf der Welle, von Welle zu Welle. Und dass wir mit Gott also die Wellenreiter sein dürfen. Die Stürme gehören dazu. Und was mir in dieser Geschichte auch so wichtig geworden ist, hat der Sturm das letzte Wort gehabt. Endet die Geschichte mit dem Sturm und vorbei ist es? Nein! Mit was endet es? Genau, mit Jesus, der die Macht über jeden Sturm hat, über Wind und Wellen. Und er schimpft mit dem Wind. Er schallt, heisst auf Hochdeutsch oder auf Schweizerdeutsch heisst es, mit dem Wind geschumpfen. Er soll aufhören, so wild zu tun. Und der Wind hat Jesus gefolgt. Jesus hat Macht über den Sturm. Und das erinnert uns doch daran, Jesus hat Macht über alles. Er ist die grösste Macht im Himmel und auf Erde. Und wenn wir uns dem anvertrauen, eben, nachher hat er seinen Jünger gefragt, ja, aber hallo, warum habt ihr denn so Angst? Habt ihr keinen Glauben oder habt ihr kein Vertrauen mehr? Könnte man auch fragen. Und ich möchte einfach heute festhalten, einmal für mich, bis hierher hat der Herr geholfen. Ich glaube, das ist auch der Punkt, warum das mir oder uns das Erntedankfest auch so wichtig ist. Zum Bezeugen, schaut das an, unter dem Kreuz. Eine solche Gabe dürfen zu empfangen. Eine Gabe von dieser Verheißung, dass Gott sich sorgt um dich, um mich. Er sagt sogar, er wisse, wie viel Haar, Sophie, das du auf dem Kopf hast. Weisst es du? Hast du es mal gezählt? Ja, wir wären morgen noch dran, aber Gott weiss es. Er weiss alles, er hat alles im Griff. Und er kennt dich, er versorgt dich. Das sagt er zu. Und wir dürfen erleben, Versorgung, gerade auch im Adelboden, oder? Oder einmal in unserem Tal. In dieser schönen Woche, was war, wir können heuen. Dann hat es wieder geregnet.
Es ist wieder schön geworden. Wir können ernten. Und schaut mal, der Käse. Und ich weiss, ich habe Käsekeller gesehen, die voll sind. Mit wunderbar gutem Käse. Kühe, die zufrieden und glücklich ausgesehen haben und ihre Sehnen dazu. Halleluja. Und ich glaube, wir dürfen auch sagen, trotzdem, dass es mühsam und manchmal so ungebig ist, Gott hat uns bis jetzt auch durch die Corona-Zeit begleitet. Er ändert sich nicht. Die Umstände, die ändern allbot. Und wir haben gelernt, uns mit ganz schnell verändernden Umständen zu arrangieren. Das, was vielleicht noch vor 10 Jahren als fix und unumstößlich klar war, ist jetzt nicht mehr. Aber etwas wird sich nicht ändern. Jesus, er bleibt klar und stark. Da ändert nichts. Nicht einmal Politik, nicht die Gesundheit, gar nichts. Das Geld kann da auch nichts ändern. Und das soll uns für alle Zeit dankbar machen. Und das hat uns so zu dem Gedanken gebracht. Wenn wir jetzt auch dankbar da sind, dankbar zum Beispiel auch für all die Kinder, die da sind, die ganz Kleinen, die Grösseren, die jetzt dann dringendst etwas zu tun brauchen, dann habe ich so Freude. Und dann bin ich so glücklich und dankbar über das Zeichen von Gott, dass er Leben schenkt. Er ist der Lebensspender. Wir dürfen wirklich dankbar sein. Die Kinder werden in eine Zeit geboren, die nicht ruhig ist. Aber Gott, er ist der Halt. Er ist das Auge im Sturm. Habt ihr von dem schon gehört, was das Auge im Sturm ist? Weiss das jemand von euch? Das Auge im Sturm. Genau, Diana hat es gesagt. In diesen grossen Hurricanes, in diesen wirklich ganz grossen Stürmen, das sind ja über 200 Stundenkilometer und noch mehr, und die werden immer schlimmer und immer stärker und es macht alles platt. In diesen riesigen Stürmen gibt es ein Auge vom Sturm. Und es kann 50 Kilometer breit sein, das Auge vom Sturm. Und aussen durch tobt es und macht alles kaputt, aber innen drin ist es ruhig. Ich habe gelesen, dort geht der Wind etwa so knapp 20 Kilometer pro Stunde. Der Unterschied, 200 oder 20, ist doch unglaublich. Im Auge vom Sturm ist es ruhig. Und Jesus, er ist unser Auge vom Sturm. Auch wenn alles zu unteroberst ist in unserer Welt, vielleicht auch in unserer persönlichen Welt, in der Weltlage, Jesus ist das Auge im Sturm. Und wer dort bleibt, ist in der Ruhe. Wer bei Jesus bleibt, darf in der Ruhe sein. Und das, wenn wir heute uns ganz fest einfach festhalten. Und für das bräuchtet ihr jetzt euren Zettel. Also, die noch auswendig Schiffli falten können, die dürfen die Schiffli falten und die anderen können ja mir zuschauen. Die Idee ist jetzt, dass wir ein Schiffli falten. Und die nicht selber die Schiffli falten können, jemanden haben, der ihnen hilft. Und gut wäre, wenn jeder von euch ein Schiffli hätte. Also zuerst halbieren und nachher unten offen lassen. Dann, nein, nicht so. Und dann könnt ihr zuerst einen Hut falten. Und dann umlegen, rechts und links. Decken umlegen. Und dann auftun. Ja, ich mache es nachher.
Und dann so auf die andere Seite halbieren und dann wieder eine Ecke auffalten. Und dann wieder querfalten und drüber abziehen. Also. Habt ihr können? Wer braucht noch das Schiffli? Also, schau da. Halbieren, unten offen lassen. Nachher dann ein Segel machen. Oben runterklappen. Schön in der Mitte. Ja, perfekt. Und dann schau da umfalten. Genau. So, haben alle ein Schiff? Jetzt kannst du so umfalten. So. Das ist eben zu viel. Also, haben alle ihr Schiffli und etwas zu schreiben? Das ist wichtig. Ich hätte da noch eins zu verschenken. Oh, Salome, ja, schau mal. Hoppla. Jetzt hättet ihr eine Aufgabe. Und zwar mit eurem Schreiben das erste Mal auf der einen Seite etwas herzuschreiben. Und zwar für alles, was ihr dankbar sind. Auf der einen Seite vom Schiff kommt der Dank her. Der Dank auf der einen Seite und auf der anderen Seite kommt die Last her. Was macht euch Bauchweh? Was macht euch Sorgen? Das dürft ihr draufschreiben. Was soll ich schreiben? Was hast du denn für Sorgen? Was soll ich schreiben? Für was willst du danken sagen? Für was schreibst du merci? Für was? Für dein neue Bett. Und was macht dir manchmal Sorgen? Der Bauchweh? Auf der einen Seite Sorge, auf der anderen Genau. Ja. Freude oder Sorge, je nachdem kann man so sagen, das, was einem Freude macht, auf die eine Seite und Sorge auf die andere. Schule, ja. Lois? Was macht dir manchmal Sorgen? Schlafen. Und wenn ihr da weiter studiert, hat das Bild so anfangen gefallen. In der Mitte am Segel, das ist ein Segel, oder? Und das Segel, das hilft für beide Seiten. Das Segel ist Jesus.
Jesus, ich könnte ja ein grosses J draufmalen, wenn ihr nicht mögt, Jesus schreiben. Aber rechts und links, ob Lasten, Sorgen oder Freude, Jesus, soll ich jetzt anschreiben? So. Jesus ist im Zentrum. Und jetzt könnten die Kinder mit mir vorkommen. Wir haben ein Lied, Augen im Sturm. Und jedes von euch hat jetzt ja so ein Schiffli. Und die möchten, einfach als Zeichen, dass wir wirklich das Jesus abgeben, das, was uns freut, wo wir dankbar sind, aber auch das, was schwierig ist, dass wir das ihm bringen, dann dürfen dir das Führen auf die von unserer See Genezareth bringen und das im Gebet Jesus abgeben. Ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, das im Leben zählt. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein starker Thron,
sei mit dir. Herr, ich suche deinen Frieden, das, was die Welt nicht geben kann. In Harmonie und tief versöhnt zu leben, denn das fängt erst in deiner Nähe an. Ich löse mich von allen Ambitionen und werd so still wie ein grad gestilltes Kind. Du hast mehr für mich als Illusionen und dein Rat für mich verweht nicht mit dem Wind. Du bist ein starker Ton, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Herr, du bist ein starker Ton, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Friede sei mit dir. Du bist ein starker Ton, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Herr, du bist ein starker Ton, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Jetzt habt ihr noch den Mann gesehen, der das Lied gedichtet hat, der Herr Pepper. Wir kommen zum Schluss von diesem Gottesdienst und ich darf euch noch ein paar Informationen weitergeben. Danke vielmals, dass jedes von euch da war. Das ist mir in der letzten Zeit umso kostbarer geworden. Und ich möchte mich und euch ermutigen, ladet wieder Leute in den Gottesdienst ein. Man hat irgendwie so plötzlich das Gefühl bekommen, wir können das gar nicht mehr. Aber ladet wieder Leute ein, fragt nach, warum. Kommst du nicht? Das gäbe ein gutes Gespräch. Und nicht anklagend, aber nachfragend, liebend. Wo bist du? Wie geht es dir? Das möchte ich uns und euch sehr ermutigen. Und wir haben ja entschieden als Chorleitung, dass wir alle Anlässe ohne Zertifikat durchführen. Darum eben Nummer 50 und mit Masken und das Ganze drum und dran. Aber uns ist so wichtig, dass niemand irgendwie nicht kommen könnte. Und weil das auch so ist, gelten ja für uns immer noch die verschärften Regeln. Und schaut mal da hinten. Unsere Techniker, für die möchte ich einfach ganz einen grossen Applaus. Wir haben beschlossen, dass wir das mit diesen 50 Personen machen wollen, in 2 Gottesdiensten. Und sie machen es jetzt möglich, dass es auch funktioniert. Und darum sollten sie unbedingt noch Hilfe haben. Es ist natürlich viel personalaufwendiger, weil unten läuft jetzt der gleiche Gottesdienst. Das wird übertragen. Aber hat es funktioniert? Ah, voilà, es hat funktioniert.
Also könnt ihr morgen getrost nochmal kommen und eure Nachbarn und Freunde und alle mitnehmen. Es hat also Platz. Und wenn noch jemand sich würde zutrauen, den Techniker zu helfen, ihr müsstet nicht erster Techniker werden, aber Hilfe, dann wären sie in dieser Zeit ganz fest angewiesen. Man muss nicht irgendwie über besondere Qualifikationen verfügen, aber einfach für die Zeit, wo wir jetzt die Übertragung haben. Genau, das wäre das für morgen. Du Kinder, noch ganz schnell 2 Minuten. Ist gut, nachher bin ich fertig. Sonst hören ihr nämlich nicht, wie es weitergeht. Das Gumpi-Schloss wird nachher aufgestellt. Ist das gut? Dann könnt ihr alle eure Energie rauslassen. Und das Kaffee könnt ihr unten, ihr könnt jetzt die Stege ab, alle rein, die Stege ab, gehen eures Kaffee und eures Küchli holen, weil Takeaway dürfen wir. Und nachher dürft ihr euch rund ums Haus verteilen und zusammen Gemeinschaft haben. Und dann sind all die Sachen, die da gespendet worden sind, die sind zum Mitnehmen da. Normalerweise würden wir ja einen geordneten Verkauf machen, aber ihr seid ja alle so kompetent. Ihr wisst, was die Sachen etwa für einen Wert haben. Und dann dürft ihr das, was ihr gerne mitnehmen wollt, dürft ihr den Betrag dort in die Kollekte tun. Oder wer auch nichts mitnehmen will, sondern Gott einfach mit seiner Kollekte ehren und Danke sagen, darf auch einfach etwas rein tun. Und wer finanzielle Beratung über Produkte braucht, darf sich vertrauensvoll an Ursi wenden, wenn er nicht so recht weiss, wie viel das jetzt eingehen soll in die Kollekte. Genau. Danke vielmals all denen, die geholfen haben für den Gottesdienst. Indoor, Outdoor, vor der Kamera, hinter der Kamera. Danke vielmals. Und was auch noch ist, Meritliste, die legen wir auch noch hinten auf. Wir können am 7. Oktober mit einem Stand von der Heilsarmee an Merit. Und das wollen wir unbedingt, wenn wir das machen, damit wir eben bei den Leuten sind, damit das Zeichen da ist. Wir gehen zu den Leuten, wir lassen uns nicht abhalten und suchen Kontakt. Und wollen dann noch so ein gutes Traktat mitnehmen, das gerade auch in die Zeit hineinpasst. Und die Sachen verkaufen, die das Heidi parat macht, die Servietten von Liestl und so einfach Gott auch dir geben. Habe ich sonst noch etwas vergessen, was man noch sagen müsste? Gut. Also morgen um 9:30 sind alle wieder ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst. Das ist gut. Wohl, dann darf ich euch bitten, aufzustehen. Und wir haben allen Grund, zum Gott Danke zu sagen. Er war treu bis jetzt und er wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen. Er wird Gerechtigkeit und Herrlichkeit herstellen. Auf das freue ich mich so sehr. Und bis dann dürfen wir den alten Segen mitnehmen, den der Aaron hat aussprechen von Mose, wo Gott selber gesagt hat: Sag Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr zu den Kindern Israels sprechen, wenn ihr sie segnet. So darf ich jetzt im Namen vom dreieinigen Gott euch segnen mit dem Wort. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen. In dieser Zusage behüte euch Gott und vielleicht bis morgen.